Wir sind zurück im Story-Modus bei Yu-Gi-Oh! Master Duel und ja, ein paar fehlen natürlich noch, aber sind ja, wie wir letzte Folge gesehen haben, eher so kürzere, war. Ich muss zugeben, ein paar davon sehen auch sehr interessant aus, wie natürlich der Fehler des Heiligen Phönix. Phönix Nephthys, den wir die Älteren unter uns auch sehr gut kennen. Ein paar anderen so wirken noch ein bisschen vertraut, sind aber trotzdem irgendwie auch neu. Und dann gibt es solche, wo ich mir denke, warum? Warum? Einfach nur warum. Feen, Feen, Feen. Also Feen. Die Feen, die das Wetter malen. Yes. Szenario. Das könnte was werden. Die Feen. Ein kleines Mädchen blickte aus dem Fenster auf die Szenerie im Regen. Kann ich sogar irgendwie nachvollziehen, bei mir sieht es gerade ähnlich aus, nur bin ich kein kleines Mädchen. Die Mutter beobachtete das Mädchen und rief nach ihm. Du magst den Regen, nicht, oder? Nö, es ist langweilig, wenn es regnet, weil ich nicht draußen spielen kann. Okay, aus welchem Jahr kommt der Spruch? 1980 oder was? Ey, sorry, ich bin 88er und der hat schon bei mir nicht mehr so richtig gezogen. Weil... Hallo? Handy, Game-Konsolen und so, da kam schon... Gut, der in den 90er mit Handy noch nicht wirklich, aber... Nintendo 64, Gameboy und so, Alter. Da war's lieber drin. Da musst nicht die Eltern hier rausschicken und sagen, geh in die frische Luft, los, raus mit dir. Nein, Mama will nicht, geh raus mit dir. Das Mädchen antwortete, ohne sich umzudrehen, aber ihre Stimme verriet ihre schlechte Laune. Mami, warum regnet es? Die Mutter antwortete dem Kind auf seine direkte Frage. Es regnet, weil die Wetterfeen für uns alle arbeiten. Okay. Vielleicht wegen der unerwarteten Antwort wandte sich das Mädchen jetzt ihrer Mutter zu. In ihrem Gesicht stand Faszination. Ihre Mutter begann zu sprechen. Es gibt viele Wetterfeen am Himmel. Sie benutzen magische Farben, Pinsel, Buntstifte und so weiter, um am Himmel kunstvolle Bilder zu schaffen. Aus den Bildern wird das Wetter, das allen Segen bringt. Dem kleinen Mädchen gefiel offenbar der Ausdruck, am Himmel kunstvolle Bilder erschaffen. Es ging vom Fenster zum Sofa, um sich auf den Schoß der Mutter zu setzen und den Rest der Geschichte zu hören. Fand ich jetzt irgendwie sehr schön, weiß auch nicht warum. Das ist so eine Einleitung, der könnte durchaus in irgendeinem Grimms Märchen drinstehen. Oder im sonstigen Märchen natürlich, ja. Denn die Vorzüge und Nachteile des Wetterdecks. Oh, ich habe Angst. Wobei bei Wetterdeck denke ich automatisch an die Wolken. Dieses Vulkian-Deck aus Yu-Gi-Oh! GX. Noch ein Witterung-Deck einzigartig. Nutzt die verschiedenen Witterung, Zauber und Fallenkarten, um deinen Witterung-Monstern verschiedene Effekte zu verleihen. Und versuche eine Link-Beschwörung von Witterungsmalerin Regenbogen. Was, nachdem ein Witterung-Monster einen dieser Effekte verwendet hat, wird er bis zu deinem nächsten Standby Wars verbannt. Okay, ja gut, kannst du das so schützen, ja. Trotzdem sollte mein Deck nicht allzu sehr ausdünnen. Für morgen ist Sonne angesagt. Nein, ich bin froh, dass es ein bisschen regnet gerade. Wir haben sowieso viel zu wenig. Valhalla, Spezialbeschwörung, okay. Valhalla, Halle der... Wieso hier? Egal. Eine Spezialbeschwörung. Was? Okay. Himmlische Verwandlung. Witterungsmagierin Sonne. Dann kommt noch Stern oder was? Ich habe noch Witterungsmagierin Schnee, okay. Regensonne, Schnee, hä? Ja, Schnee ist ja Regen, nur gefroren. Na gut.
Ah, muss ich trotzdem noch rufen, okay. Ching, ching. Warum nicht? Vielleicht wird es einen Sinn haben. Die 3 Witterungsmonster von der Spielfeld erhalten jetzt allen Effekte auf regnerisches Witterungsgemälde steht. Hä? Ja, schön, nur bringt momentan gar nichts. Okay, gut, egal. Ich rufe mal das Link-Monster, wie es hier geschrieben steht. Link, Link, Link. Ich rufe dich, Link. Der passte, war. Regen, Tears of the Kingdom. Hätte was. So. Greife Lebenspunkte direkt an. Shalom. Victory is our. Was für morgen ist Sonne? Ah ja, genau, stimmt, ja. Da war ja so. Morgen ist Sonne angesagt. So. Da denke ich mal zum ersten Duell. Nachher haben wir gesperrt noch Duell 4 um 5. Das könnte lustig werden. Also mal gucken. Marshmallow. Oh, lang nicht mehr gesehen, Kumpel. Lang nicht mehr gesehen. Oh, sonst so Witterungsmagier. Ich muss eigentlich mal, wenn ich genug Karten so habe, so ein paar Decks zusammenbauen, müssen wir mal so ein richtiges Oldschool-Deck machen. Also ein richtiges, ja, wobei Exode-Decks nicht mehr richtig Oldschool war. Ne, kein Exode, aber schon irgendwie. Was heißt denn halt Oldschool? Das ist halt unterschiedlich definiert. Ja. Quasi ein Yu-Gi-Oh! Deck, ein Yu-Gi-Oh! GX-Deck, ein 5Ds-Deck und so, wo ich dann halt auch irgendwie sage, oh, jetzt darf ich Fusionsmonster rufen. Gut, da gab es in beiden ersten Ähren. Oder ich darf jetzt bei 5Ds, oh, ich darf jetzt Synchromonster nutzen. Das ist irgendwie, nee. Aber sowas in der Art zumindest. Also mit Oldschool mal gucken. Auch halt ohne Extra-Deck, wa? Boah, das ist nicht so das Problem. Das kriegen wir garantiert hin. Und dann natürlich noch ein ägyptisches Götterdeck, wa? Aber jetzt mit auch die ägyptischen Götter haben die ja gar keine Effekte. Das ist auch sogar safe. Also Effekte schon in meiner Animation, wenn sie halt erscheinen. So meine ich's. Topf der Extravaganz. So. Tja. Ich würde mal sagen, ja komm, ich wirf sie mal ab. Ich hätte mal gerne so eine Valhalla-Karte. Okay. Toll, danke Spiel. Da meint mir irgendwie gar nichts, was ich gerade gemacht habe. Aber null. Dann mal Karten spielen, vielleicht lässt es sich ja triggern. Aktivieren können sie trotzdem. Passiert ja momentan nichts.
Autschen. Autschen, Autschen. Oh, noch eine Fallenkarte. Dankeschön, Spiel. So, ich spiele mal den Topf, komm. Jetzt muss ich ja fast. Ah, da ist ja Valhalla. Problem ist halt, geht nur bei der Spezialbeschwörung. Okay, okay. Mal ganz kurz gucken. Er hat ja, warte mal, mit Nachwuchsspalten. Das ist dann unwichtig. Der hier, na, wäre ja auch. Verschneites Witterung, der hier. Was mit der hier? Ja gut. Das heißt, wenn rufen wir jetzt, warte mal, den hier vielleicht? Der kann zurückgehen, eher später. Okay, der Witterung, wobei den zu rufen bringt nichts. So, genau, einfach Spielzug, während das ein paar des Spielzugs in dieser Karte. Nee, warte mal, das ist ein anderer. Hä? Was macht jetzt der Effekt? Eigentlich als Normalbeschwörung. Achso, warte mal. Also aber gerade seltsam, dass eigentlich... Ah doch, warte mal, okay, der Effekt geht auf die Monster über. Okay, okay. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil der Effekt war ja eigentlich die Zauberkarte. Oder so hieß es hier, aber eigentlich war es doch die Monster... Okay, gut. Ja, eben, das war jetzt ein bisschen verwirrend. Okay, zuerst angreifen müssen. Egal. Weil ich dachte, hey, wieso kann ich jetzt vom Monster aus einen Effekt aktivieren? Aber auf der Zauberkarte steht ja, dass die Monster die Effekte bekommen. Gut. Okay, hab's geschnallt. Ein Monster kontrolliert, ist jetzt die Frage. Was für Monster? Also, geht nur bei einem Monster, geht es auch bei mehreren Monstern? Am Anfang steht noch explizit, ja, wenn es explizit ein Monster beherrscht. Ja, warte mal, jetzt kriege ich wieder irgendwelche Effekte von da unten hinzu. Ja, aber ihr seht doch die Effekte hier nicht. Was ich jetzt da habe, das ist doch doof so. Was macht die jetzt?
Was nehmen wir jetzt für ein Monster auf die Hand? Gibt's irgendwie... Ja, das Donnerviech. Autsch, Autsch. Athena, so. Da wäre wieder der Effekt, wa? An dich kontrolliere. Nachbarten spalten. Eigentlich müsste der Effekt auch hier auch schon gelten für die hier. Ich bin gerade deswegen ein bisschen verwirrt. Die Kanten irgendwie ein bisschen schräg. Der Effekt. Was? Nee. Ja, den Effekt hat wieder den hier, genau. Den Deckenzug kann er später machen. So. Was hole ich mir jetzt für eine Karte? Die schon wieder? Na, habe ich auch schon. Muss ein bisschen Karten kennenlernen. So, wen rufe ich jetzt aufs Feld? Hä? Vielleicht den hier? Oder den hier?
natürlich Athena, oder? Groß machen kann ich mit ihr aber gerade nicht. Okay, aber eh noch ein paar Effekte. Wobei es ist nur Athena, es ist nicht irgendein Witterungsmonster, so, deswegen sie wieder zurückkommen könnte. Das Deck ist ein bisschen creepy. Naja, jetzt kommt der wieder. Er tut's nur selber weh. Wieder jetzt zum Zuge. Das hat sich gelohnt. Eine Witterungskarte. La, 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 la. Viel zu viele Karten auf der Hand. Das Polarlicht kehrt zurück. Ja, zwar theoretisch anschleichen, nur jetzt leider ein bisschen zu spät. Ruf mal sie hier. Oder das hier war okay. Anders natürlich später. Das habe ich das noch gar nicht gesehen. Warte mal. Was ist da der Effekt? Ich war nur den mit dem Ziel. Ja, ja, immer schon das Deck ausdünnen, nicht wahr? Dem ist das alles immer permanente Zauber- und Fallenkarten sind. Das ist irgendwie ein bisschen nervig, finde ich persönlich. Der könnte vielleicht später noch nützlich werden. 3 Karten abwerfen. So, also. Dann kommt der mal weg. Die kriege ich wohl eh nicht mehr aufs Feld, außer... irgendwo eine Karte, mit der ich andere vom Friedhof zurückholen konnte.
Nein, du kontrollierst, war okay, dann bringt der auch nichts. Weil ich Athena im Prinzip noch cool finde. Ne, der tut es nach dem Effekt. Ja, ist doof, wir müssen ihn auf dem Feld behalten. Okay, diese Decks gefallen mir nicht, sorry, wenn das mal so sagen muss. Vor allem, ich habe keine Chance, seine Zauberfangkarten loszuwerden, da kommt noch hinzu. So, kommt was Cooles dabei zustande? Ja. Nee. Ah, ist doch scheiße. Weil direkt angreifen wäre schon noch cool, aber ja. Was haben wir hier noch Schönes? Der wollte rein Reh spielen. Ja, natürlich nicht auf mein eigenes Monster, das ist mir schon klar. Ja, irgendwie ganz ehrlich, ich bin mit diesen Decks nicht warm. Klar, ich hätte hier irgendein Erweiterungsding kontrolliert, gebe es auf die Hand zurück. Aber ist eigentlich auch nur temporär, also irgendwie, ich brauche eine ganz andere Strategie, ich muss ganz anders rangehen. Ja, komm, was soll's. Das irgendwie überhaupt nicht. Vor allem, wie soll ich 3 Monster zusammenkriegen, um eine Linkbeschwörung zu machen? Das sehe ich irgendwie gerade null.
Clever. Das ist überhaupt nicht meins, ey, ganz ehrlich. Okay, ja, wir müssen es trotzdem mal noch machen. Nächste Folge, nachher, weiß auch nicht, muss man gucken, wie wir hier weitermachen oder irgendwie im nächsten Duell oder so. Aber ich habe gerade gemerkt, irgendwie mein Hirn total nicht darauf fokussiert, auf einmal die Gedanken wieder komplett bei anderen Spielen und so. Ich muss dann irgendwie, ja, ich weiß, es ist halt doof, aber ich muss ein bisschen damit aufhören. Aber wenn es mir irgendwie leid tut, dass ich immer halt so 4, 5 Spiele parallel im Laufen habe, auch wenn sie nicht täglich kommen. Aber trotzdem, das ist irgendwie, ich muss es künftig anders machen, fürchte ich. Egal. Trotzdem, der Dank fürs Zusehen. Nächste Folge, ja, wir gucken mal, ob wir irgendwie noch weiterkommen. Ich finde das Wetter mal, ne, nicht meins. Naja, egal. Muss trotzdem klappen. Bis dahin, ciao zusammen.